Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Ereignisse, die uns in der Woche beschäftigt haben, beschäftigen uns am Freitagmorgen noch einmal, dass wir nachher die Woche in Ruhe abschließen können. Was haben wir gehabt? Der Bundesrat hat ja etwas Positives, oder? Die Olympischen Winterspiele in der Schweiz befürwortet, 2022 im Bündnerland. Aber die Frage steht auch das Volk dahinter. Wir machen schnell die Umfrage bei Schweizer Meinungsmacher. Könnt ihr mitschauen auf SF2 live. Jetzt gerade der Weltwochenchef Roger Köppel. Olympia liegt in Griechenland. Und wenn die Bündner nicht so massiv Subventionen würden bekommen, wären es genauso pleite wie die Griechen. Um was geht's? Der Bundesrat will in den Bündner Bergen ein ganzes Dorf nur für Ausländer bauen. Die schwitzen für 2 Wochen unser Land voll und hauen dann mit viel Edelmetall im Gepäck wieder ab. Skandalös. Ui, das schmeckt schon jetzt nach ganz viel Widerstand gegen die olympische Idee in der Schweiz. Dabei wäre das immer beste Werbung für die Schweiz. Nationalrat Christoph Mörgeli, oder? Ja, können Sie danken, Herr Doriani. Eine linke Idee ist das. Olympische Spiele sind nichts anderes als ein intensives Einwanderungsprogramm. Verstehen Sie? Kommt dazu die SVP unternimmt alles, um Rasen die Ausländer loszuwerden. Und jetzt will der Bundesrat Rasen fördern. Die sogenannten Olympioniken, das Lumpenpack, die kommen zu uns Rasenblocken, schiessen und treffen und sind dann erst noch Sieger. Immerhin, mit all diesen Goldmedaillen haben wir endlich eine Verwendungsmöglichkeit für das Nationalbankgeld. Verstehen Sie? Seid ihr endlich fertig? Ja, Sie frechen sich, Sie machen sie nicht. Nicht mal, was kann man schon dagegen haben, gegen Sport? Oder was kann man dagegen haben, wenn jemand mit einer sportlichen Leistung gewinnt, Roger Federer? Ja gut, ich würde sehr gerne an Olympischen Spielen in der Schweiz teilnehmen, oder? Das wäre sicher auch toll für meine Fans und Sponsoren. Winterspiele sind eine super Herausforderung, oder? Mich würde es freuen. Die US Open auf jeden Fall hätte ich auf Schnee garantiert gewonnen, oder? Und fürs Liefern vom Schnee ist Martina Hingis zuständig. Olympische Spiele in der Schweiz, Sportkommentatoren würden sich auch freuen. Ganz neu dazu, zu denen gehört jetzt der Fußballnationaltrainer Ottmar Hitzfeld. Der schreibt ja jetzt fürs Verlagshaus Ringe, arbeitet als Kolumnist. Ja, ich weiss eigentlich gar nicht, was ich sagen soll. Und da muss das mal beim Ringe-Boss Mark Walter nachfragen. Was ich aber sicher kann sagen, ist, dass wir ganz lässige Medienprodukte anbieten. Und der Sänger von dem Lied, Ente, oder Schwan, der Gille, oder Gülle, beim Skifahren beispielsweise, oder der Florian Ast als Schneerümer, da ist er so gegeregt, der baggert nicht die Frauen sogar noch der Schnee weg. Und auch ein richtiger Sportjournalist, also wirklich die richtigen, die frohlocken ja schon jubeln. Es wäre eine riesige Geschichte, oder? Olympische Spiele in der Schweiz. Fernsehkollege Rainer Maria Salzburg. Das ist einfach unglaublich, oder? Das müssen wir analysieren. Eine Frechheit wäre das. Das Wallis hat damals das Spiel nicht bekommen. Ist es nicht so, Herr Doriani? Es ist doch ein Skandal. Ich bin mir sicher, es liegt daran, dass die Schweiz zu wenig Fußballplätze gebüht hat. Für die Winterolympiade ist es nicht so. Alain Gilbert, habt ihr mir nicht recht geben? Da müssen wir einfach Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.